Hallo und herzlich willkommen bei euch im Schweizer zu meinem neuesten Projekt Hollow Knight. Ein 2D-Adventure-Game, das ich jedem nur ans Herz legen kann wegen der traumhaften Geschichte, die dahinter steckt. Aber zu viel verraten wollte ich natürlich nicht, sondern wir starten direkt einmal ins Spiel rein und schauen uns das Gesamte miteinander an, was da alles vor sich geht. Wir spielen natürlich auf klassisch. Let's go! Seit jeher ist der Name dein stets ehrfurchtsvoll erklungen. Unsere wilde Seelenzähmung, dir ist sie gelungen. In bleicher Wacht hast du gelehrt und den Instinkt gezäumt, gab's Biest und Käfer eine Welt, die sie sich nie erträumt. Aus Klanglied am Heilandsnest von Monomon der Gelernten. Und so starten wir in die Welt von Hollow Knight. Wir befinden uns momentan in Heilandsnest, wie wir vorher aus dem Text entnehmen können. Es handelt sich eigentlich ein bisschen darum, dass die Welt von einer Infektion heimgesucht worden ist. Aber wie genau das alles zustande gekommen ist, das erfahren wir im Spiel selber. Das Spiel verbirgt so viele Secrets und Geheimnisse in sich drin, das kann ich gar nicht alles erklären, sondern das müssen wir wirklich miteinander zusammen mal erlebt haben. Das Spiel ist 2018 erschienen, ich kann es schon mal einmal durchspielen, aber es gibt so viele verschiedene Secrets, die man entdecken muss. Es gibt mehrere verschiedene Enden, wie man das Spiel durchspielen kann. Und es ist ein bisschen an ein Jump'n'Run angelegt. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Fails wie in diesem Spiel angebracht. Und daher schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind auch ein kleines Insekt, auch bekannt als kleiner Hollow Knight, würde ich jetzt mal sagen. Wir kämpfen uns mit unseren Nadeln hier durch die Welten und schauen uns an, was uns alles erwartet. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Eure große Stärke zeichnet euch als uns Zugehörige aus. Fokussiert eure Seele und vollbringt so, wovon andere nur träumen können. Sammle Seelen, indem du Gegner triffst. Sobald du genug Seelen gesammelt hast, halte Kreis und fokussiere so Seelen, um dich zu heilen. Wie wir oben links so sehen, der grössere Bereich ist der Behälter von unseren Seelen oder von den Insekten, die wir hier getötet haben. Der füllt sich pro Insekt, das wir hier getötet haben. Und nebendran haben wir 5 Leben zugefügt. Das heisst, jedes Mal Treffer zieht unser Leben ab. Jetzt schauen wir gerade mal hier hinten rein. Das Wichtigste in Hollow Knight im Allgemeinen ist wirklich immer alles zu durchforschen, alles anzuschauen, weil es können sich einfach irgendwelche... Und aufzupassen, dass da nicht irgendetwas von der Decke kommt und uns komplett auf den Seppel haut. Also ich versuche das jetzt gerade mal aus, jetzt können wir das mal anschauen. So, voilà, da haben wir gerade wieder ein Leben aufgefüllt. Machen wir uns in dem Fall mal auf den Weg hier drauf. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich da nicht schnell runtergehe. Okay, die Spitzen, die von der Decke runterkommen, können wir auch wegschlagen. Das habe ich sogar nicht gewusst. Es ist schon ziemlich lange her, seit ich das Spiel gespielt habe. Wie gesagt, ist es 2018 erschienen und ich habe es direkt, wo es rausgekommen ist, einmal durchgespielt. Und es ist eines der traumhaftesten Spiele, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Und eines der schwierigsten Spiele, das ich je gespielt habe. Und das wollte ich jetzt mit euch zusammen erleben. So, wir machen das da damit. Oh! Jetzt bin ich gerade verschrocken. Kommen wir da wieder rauf? Nicht? Okay, dann machen wir uns auf den Weg runter. Da sehen wir auch, hat es da Stacheln am Boden. Wenn ich jetzt da reinlaufen würde, es wieder an... Oh! Oi! Oi! Hey! Leck, jetzt bin ich... Okay, alles klar. So,
Da haben wir einen kleinen Haufen von Taler. Wie ihr seht, kann man in dem Spiel auch Taler sammeln, also Geld, das uns später dann zur Verfügung steht, um unsere Charaktere weiter und unsere Nadeln zu leveln. Mit dem, was wir hier schlagen, das ist kein Schwert, sondern eine Nadel, mit der er sich da durch die Welt durchkämpft. Okay, was ist betrachten? Höhere Wesen, diese Worte sind noch allein bestimmt. Jenseits dieser Orte liegt das Land des Königs und Schöpfers. Überschreitet diese Schwelle und beugt euch unseren Gesetzen. Werdet Zeuge der letzten und einzigen Zivilisation des ewigen Königreichs. Heiland Nest. Also wir befinden uns in Heiland Nest. Sobald wir die Pforte hier beschritten haben, ich glaube, da muss ich jetzt einfach kaputt machen. Machen wir das mal ganz kurz. Voilà. Wir haben ja sogar 2 extra Leben vorher erhalten von dem komischen Teil. Wir sind momentan mit 7 Leben unterwegs und haben schon 59 Taler eingesammelt. Unsere Seele ist auch komplett aufgefüllt. Und mich wundert jetzt auch gerade selber, wie es weitergeht. Ich mag mich wirklich an gar nichts mehr erinnern. Es ist so lange her, seit ich das Spiel gespielt habe. Aber ich weiss einfach, dass es mir unglaublich viel Spass gemacht hat. Mistmund, die schwindende Stadt. Da haben wir irgendein Mannöckli und eine Bank. Zuhören. Hallo Reisender, ich fürchte nur noch, ich bin hier, um dich in dieser verlassenen Stadt willkommen zu heißen. Wir befinden uns in der Stadt Käferel-Tester. Käferel-Tester, okay. Die restlichen Bewohner sind alle abwärts in den Brunnen verschwunden, einer nach dem anderen in die Höhlen hinein. Unter unserer Stadt befand sich einst ein großes Königreich. Nun sind dort nur noch Ruinen, die jedoch immer noch Reisende in die Tiefen ziehen. Wohlstand, Ruhm und Erleuchtung scheint die Dunkelheit zu versprechen. Ich bin mir sicher, auch du bist da unten auf der Suche nach deinen Träumen. Pass auf, die Luft hier ist faul, sie lässt Kreaturen im Wahnsinn verfallen und Reisende werden ihrer Erinnerung beraubt. Möglicherweise sind Träume doch nicht immer schön. Okay, alles klar. Verstehst du das nichts zu erzählen? Nein, das ist... Eins genannt, man sagt, eins wäre das größte als ein Königreich voller Schätze und Geheimnisse. Nun ist es nichts weiteres als ein vergiftetes Grabmal voller Monster und Wahnsinn. Alles vergeht mit der Zeit, nehme ich an. Hast du noch mehr zu erzählen? Bist du müde? Diese Bank mag aus Eisen sein, aber ich versichere dir, sie ist durchaus bequem. Es gibt keinen besseren Ort, um seine Gedanken zu sammeln, bevor man weiter nach unten aufbricht. Außerdem schätzen ich die Gesellschaft. Du scheinst doch jedoch nicht sehr redeselig zu sein. Das ist in dem Fall so. Hast du noch mehr zu erzählen? Nein, alles klar, da kommt jetzt nochmal der gleiche Text. Wenn wir auf die Bank drauf hocken, tun wir uns eigentlich kurz abspeichern und unser Leben auffüllen. Jetzt haben wir sogar unsere extra Leben verloren, weil es uns dann auf den Standard von unserem normalen Leben wieder absegnet. Was haben wir denn da? Alles für den Kartograf. Wir haben in Kürze geöffnet. Iselda und Cornifer. Okay, da drin befindet sich in dem Fall ein Kartograf, der noch geschlossen hat, der sich dann mit der Zeit öffnen sollte. Momentan können wir halt momentan nicht viel mehr als Gumpen und mit unseren Nadeln versuchen, den Weg frei zu kämpfen. Das sieht nach dem Brunnen aus, wo dem er vorher geschwätzt hat, wo sich alle durchabgeben. Aber ich würde jetzt gerne mal da oben noch durchschauen, ob wir noch irgendetwas finden können. Vorne haben wir noch irgendetwas. Betrachten! Eine Steintür mit einem einfachen Schloss. Okay, dafür brauchen wir, wie es aussieht, in dem Fall einen Schlüssel. Da können wir auch nicht weitergehen. In meinen Augen ist es ziemlich wichtiger, alles zu erkunden, wo man noch kann in Hollow Knight, weil es auch wirklich grausam schöne Geschichte dahinter verbirgt. Was sich genau alles da abspielt und passiert ist, da wollte ich natürlich nicht spoilern. Jetzt ist schon die Frage, wenn wir mal nach links oder nach rechts gehen. Vergessener Wegkreuzung. Ich würde sagen, wir versuchen uns mal den Weg links durchzuschlagen. Da geht es ja noch schon abwärts. Und dann würde sogar noch ein Käfer warten auf uns. So, dann haben wir noch ein paar Tälerhäufen gehabt. Und wir haben hier nochmal ein bisschen Taler einsammeln können. Da vorne wartet auch nochmal schon ein neues Insekt auf uns. Da sehen wir auch, die sind immer alle, jedes Mal, wenn wir sie besiegen, kommen so orange Wulchen aus ihnen raus, was bedeutet, sie sind besessen von einer Infektion, von der ich schon erzählt habe. Nein! Okay. Bin ich gerade selber ein bisschen verschrocken. Aber ich persönlich würde mir gerne zuerst mal den Weg hier oben anschauen. Was sich da oben so alles verbirgt. Da haben wir so fliegende Insekten, okay. Da oben haben wir einen Weg zum Weitergehen. Ich glaube, wir schauen jetzt mal da rein, was sich da so auf uns wartet. Ich höre da etwas brüllen und dort hinten oben sehe ich eine Raupe. Da kommen wir nicht weiter, alles klar. Hast du uns denn irgendetwas zu erzählen? Ich würde dich auch gerne trösten, aber ich kann nicht mit dir reden. Okay, wir kommen zu später zurück und versuchen dann vielleicht später mal mit ihm zu reden. Vielleicht ist das vielleicht auch noch nicht für uns bestimmt. Er ist am Brüllen. Warum? Wissen wir leider noch nicht. Jetzt müssen wir einfach mal aufpassen, dass ich da nicht schon von Anfang an Fails begehe. Sagen wir... falsche Seite. Okay.
Oh Mann, das sollten wir gerade mal unser Leben wieder auffüllen, solange unsere Seele so voll ist, dass sie sich wieder kann regenerieren kann. Sohle. Und auch die traumhafte Musik im Hintergrund. Ich finde es einfach mega schön, so zu spielen. Es ist nicht zu hektisch, sondern wirklich, man fühlt sich einfach wohl und geborgen in dieser Welt von Highlands Nest. Wir befinden uns jetzt im Königreich von den Insekten. Da ist wieder ein Weg zum Durchgehen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Oben hätten wir nochmal so ein Beagle und ein neues Insekt. Das kennen wir gar noch nicht. Also eins habe ich immer noch im Kopf. Man muss Gegner auf sich zukommen lassen, sonst nimmt man einfach nur Schaden wie nichts anderes. Ich höre irgendein... Da oben haben wir eine Raupe. Okay. Sieht irgendwie gefangen aus, aber ich glaube, wir schaffen es nicht dort an. Wir können für das zu wenig weit kumpen. Dann müssen wir sie in dem Fall leider noch zurücklassen. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So. Aber versuchen wir trotzdem mal unsere Taler noch mitzunehmen. Die haben noch eine wichtige Rolle spielen im späteren Verlauf des Spiels. Aber das erfahren wir alles noch. So mehr, dass wir in die Welt von Highlands Nest eindringen, so mehr werden wir erfahren, was da los ist, was da passiert ist und warum die Käfer alle so gemein zu uns sind und uns alle töten wollen. Nice. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Weg da durch ab, weil wir haben momentan keine Karte oder nichts zur Verfügung. Also egal welchen Knopf ich drücke, ich sehe gar nichts. Oh! Bin irgendwie gerade ein bisschen verschrocken. Besonders weil der gerade so von uns zugejumpt ist. Okay, da kommt wieder irgendetwas von der Decke abwärts. Da können wir irgendwie nochmal runtergehen. Hier oben haben wir aber noch so ein Nest voller Taler. Ich würde sagen, das schnappen wir uns doch mal ganz kurz. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir hier oben durchgehen oder wenn wir mal abwärts. Ich persönlich würde sagen, wir versuchen mal abwärts zu schauen, was uns da so erwartet. Gut, da ist alles noch abgesperrt, da kommen wir nicht weiter. Alles klar. Der Weg ist uns versperrt. Und das ist auch cool mit seinem Cape hinten dran, der sich immer mitbewegt, wenn man gumpet. Richtig episch. Findet uns jetzt da? Wo sind wir jetzt? Sieht irgendwie noch minenmäßig aus. Da höre ich auch schon irgendetwas klöpfeln. Da singt irgendetwas. Okay. Ah, da unten. Alles klar. Können wir mit dir reden? Zuhören. Oh, begrab meine Mutter, die Tränen vergossen. Begrab meinen Vater, die Augen geschlossen. Leg alle meine Schwestern zusammen zur Ruhe. Du bist dann fertig, so leg mich dazu. Haha, kennst du das? Eins meiner Lieblingslieder. Wir können etwas anderes singen, wenn du möchtest. Du fängst an und ich steige mit ein. Du hast sicher eine wunderschöne Gesangsstimme. Haha. Also, was machst du hier unten? Falls du hergekommen bist, um reich zu werden, sieh dich um. Die Minen sind noch immer voller Reichtümer. Es gibt reichlich für alle. Greif dir eine Spitzhacke und mach mit. Haha. Du bist richtig fröhlich unterwegs, aber singen willst du mich eindeutig nicht hören. Da gehen dir Toren ab, auch wenn du vielleicht gar kein Besitz ist. Müssen wir da mal drauf gehen? Okay. Dazwischen rausgehen. Was bist du? Ah, das ist so ein Teil, das unsere Seelen auffüllt, wenn wir draufhauen. Aber das mag ich mich noch knapp erinnern. Also wir könnten uns da jetzt eine Spitzhacke sammeln und mit ihm zusammen da versuchen, die Reichtümer rauszufinden. Aber ich glaube, das lassen wir mal an dieser Stelle sein. Wir sind ja momentan völlig in der Erkundung. Ui. Geht das runter? Also da geht es nirgendwo weiter. Ich würde sagen, nein, das geht eindeutig irgendwie nicht abwärts. Draufschlagen funktioniert auch nicht. Würde ich sagen, das ist Tempel noch nicht frei. Oder kein Weg für uns. Dann sind wir da in einer kurzen Sachgasse gelangt, aber haben dafür eine kurze Stimmung, Gesang von einem anderen Käfer mitbekommen, der da über den Tod von seinem Vater und seiner Mutter singt, wo ich jetzt gerade nicht gerade so faszinierend finde an dieser Stelle. So, da könnten wir natürlich noch oben durch. Wo kommen wir denn da an? Okay, da haben wir irgendeinen Tisch mit Essen. Ui!
Oh, 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 oh! Ah! Oh! Ein Riesenkäfer! Oh mein Gott, wie viel haltest du denn aus? Oh mein Gott! Nice! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich hätte es jetzt nie gedacht, dass wir das gerade so anbringen. Leck, hat der viel ausgehalten. Mein Herz ist stehen geblieben. Da nehmen wir eine Raupe, die können wir befreien. Sally! Und schon ist es wieder weg. Sonst haben wir da nicht mehr, der auf uns wartet. Da können wir gar nichts machen, sonst. Blödes rieses Ding, du! Hättest du uns doch einfach nur durchlassen. So, da haben wir in dem Fall eine Raupe befreit aus einem Glas. Was genau das bedeutet, weiss ich jetzt gerade nicht. Okay. Da oben sieht es für mich aus, als würde... Ah! So, nice. Der hat uns fast getroffen. Okay, das kommt schon mal gut. Aber die Frage ist jetzt, wo wir da jetzt angelangen. Okay, eintreten. Sieht irgendwie noch recht speziell aus. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hallo? Ist da wer? Tempel des schwarzen Eis. Hallo, wie schön, einen anderen Reisender auf dieser vergessenen Straße zu treffen. Du bist klein, aber du siehst stark aus. Ich bin Quirrell. Ich bin etwas besessen von unerforschten Orten. Dieses uralte Königreich birgt viele faszinierende Geheimnisse und eins der interessantesten befindet sich direkt vor uns. Ein großes steinernes Ei, das im Leichnam eines uralten Königs liegt. Und dieses Ei, ist es warm? Es strahlt zweifellos ein etwas Einzigartiges aus. Kann man es öffnen? Es ist übersät mit seltsamen Zeichen. Ich liebe Geheimnisse so sehr. Und wer weiß, welche Wunder noch tiefer unter uns liegen. Alles klar? Da haben wir irgendwelche 3 Masken. Eins mit einem Auge, 2 Augen und 6 Augen. Aber sonst haben wir da, glaube ich, nichts zu finden. Da kommen wir auch gerade momentan nicht weiter. Das sieht aus, als wäre das alles gewesen, was dort erforscht wird. In dem Fall, tschüss Quirrell. Schönen Tag dir noch. Viel Spaß beim Erforschen. Wir sind auch dran. So, dann machen wir uns auf den Weg weiter da. Wir haben jetzt auch schon 202 Taler eingesammelt. Das ist natürlich nicht schlecht. Ah! So. Das sind so viele Viechli, die da in dem Fall die ganze Zeit rumlaufen. Aber die Taler lasse ich mir noch selbst nicht vergessen. Sind wir jetzt da wieder am Anfang? Sind wir da jetzt einmal rundherum? Okay, alles klar. Also wir sind jetzt einmal rechts komplett durchgegangen. Bedeutungsweise, wir versuchen jetzt gerade nochmal links einen Weg zu finden. Wir sind wieder in der vergessenen Wegkreuzung. Oder die 2 Taler nehmen wir dann auch noch mit. Das Einzige, was mich jetzt wundert, wir sind ja vorher mal an einer Stelle gewesen, wo sich so eine Raupe befunden hat, die rumgebrüllt hat. Es sollte, glaube ich, da gewesen sein. Schauen wir uns das nochmal ganz nah an. Wir haben jetzt eine Raupe befreit gehabt. Huhu. Sally. Wey. Ah, alles klar. Also wir bekommen Taler für das, dass wir Raupen befreien von dem älteren Herr. Jetzt brüllt er auch schon nicht mehr rum, weil er nicht ganz alleine umeinander ist. Aber das verstehe ich, ihn ganz alleine irgendwo zu sein. Es macht halt mit der Zeit traurig und depressiv. Das heisst, für jedes Loch gibt es eine Raupe, die man findet. Auf das erhalten wir Taler bis jetzt. Wey, oh. Ciao zusammen. So. Dann würde ich sagen, erforschen wir mal weiter die Höhlen. Schauen wir da mal abwärts gehen. Wenn wir da... Okay, wir sind da gerade ziemlich tief runtergefallen. Aber da hat es einen Weg, der nach links führt. Ich würde sagen, wir probieren gerade mal aus. Betrachten. Der Pilgerweg. Reisende von Heilandsnest steigt durch grüne Wildnis und pilzwachsende Haine zu der Stadt im Herzen des Königreichs herab. Dort werden alle Wünsche erfüllt, alle Wahrheiten enthüllt. Also in dem Spiel reimt sich auch schon ziemlich vieles. Natürlich Hallo? Oi! Oi! Okay, wir können dich da nicht schlagen. Du spuckst da mit Lava auf uns, sobald wir näher kommen. Ich glaube, da kommen wir momentan noch nicht weiter.
würde ich sagen, dann lassen wir den Weg mal noch so stehen. Und dann hier auf der linken Seite noch etwas. Jawohl. Auf der rechten Seite. Was haben wir denn da? Okay. Ah, da oben werden die Raupen wieder. Ich glaube, da sind wir schon mal durchgegangen. Da oben haben wir ja so einen Platz gehabt, wo wir... Genau, da sind wir vorher einmal rechts gegangen und dann einmal komplett rundherum. In dem Fall haben wir den Weg schon erforscht gehabt. Muss man da ziemlich genau merken, wo wir jetzt gewesen sind. Würde ich sagen, wir versuchen jetzt weiter abwärts zu gehen. Oder bin ich jetzt... Oh, das war knapp gewesen. Fallschaden bekommen wir Gott sei Dank in dem Spiel nicht über. Das wäre übelst. Ich glaube, das würden wir nicht lange überleben. Da nach rechts kommen wir nicht. Würde ich sagen, versuchen wir mal weiter abwärts zu gehen. Was ist das da auf dem Stein drauf? Und ich höre irgendetwas brummen und da unten sehe ich auch schon jemanden. Hallo? Wer bist denn du? Hallo? Bist du hier unten, um diese schönen alten Ruinen zu erkunden? Beachte mich gar nicht, ich habe auch eine Schwäche für das Erkunden. Sich zu verirren und dann den Weg wiederzufinden, ist ein Vergnügen wie kein anderes. Wir haben großes Glück, du und ich. Ich bin Kartograf vom Beruf und fertige gerade eine Karte von diesem Gebiet hier an. Möchtest du eine von meinen Arbeiten kaufen? Karte dieses Gebiets kaufen? Da sage ich natürlich nicht nein, dann sind wir nicht nur so planlos unterwegs. Karte erhalten! Halte L1, um diese Karte für dieses aktuelle Gebiet anzusehen. Öffne eine detaillierte Karte von Highlands Nest über Karte im Inventar. Okay, eine Karte ist nützlich sein, aber allein zeigt sie dir nicht, wo du bist. Wenn du ein Orientierungssinn nicht der beste sein sollte, empfehle ich dir bei meiner Frau Iselda, einen Kompass zu erwerben. Sie ist gerade dabei, unser Kartengeschäft in Mistmund zu eröffnen, indem wir die verschiedensten Dinge verkaufen, die für Reisende wie dich nützlich sein können. Manchmal verkaufen sie sogar meine alten Karten. Besuch sie immer, wenn ich mit einer Karte fertig werde. Sie freut sich immer so sehr, mich zu sehen. Okay, alles klar, wir sind ja ganz oben am Anfang an das Gebäude gekommen mit der Iselda, das wird in dem Fall der andere, jetzt habe ich seinen Namen vergessen gehabt. Also Weg finden tue ich meistens immer gut, aber den Namen von ihm habe ich jetzt völlig vergessen. Das heisst, bei der Iselda kommen dann mehrere Sachen auf einen Kompass. Das wäre jetzt unsere Karte und wie wir sehen, ist da nur eingezeichnet, wie das Ganze aussieht, aber nicht, was da genau vor sich geht, also wo wir uns genau befinden. Bedeutungsweise jetzt ist mal die Frage, ob wir uns direkt einmal auf den Weg drauf machen, damit wir immer ein Bild davon haben, wo wir jemanden stecken. Oder ob wir uns weiter runterklimmen. Aber ganz ehrlich, an dieser Stelle denke ich, machen wir doch ganz einen kurzen Cut und schauen uns in der nächsten Folge an, was sich noch so für Geheimnisse in der Welt von Hollow Knight verbirgen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Danke vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke und ciao!